Ja. Ich begrüße euch, liebe Zuschauer vom DOC, für die Live-Übertragung vom Segen Urbi et Orbi von Papst François heute auf Christtag. Pünktlich um 12 Uhr sind wir der Papst, der ihn heute auf Benediktionsloggia von Petersdom kennt. Und wir sind froh, dass hier steht und noch eine Message von Frieden und Hoffnung, eine Message von Christus, von der Geburt von Jesus Christus, dem Erlöser, und Staat Rom an und ganz Welt wird richten. Benediktionsloggia ist die traditionelle Platz, wo der Papst die Segen gibt. Die erste Kehr nur Sänger Wiel. Die Benediktionsloggia ist auf derselben Heicht wie die Sixtinische Kapelle angesiedelt, sodass nur der Wiel vom neuen Papst ziemlich sicher tritt von der Wäsche den neu gewählten kann den ersten Kehr sich weisen und noch den ersten Kehr die Segen für die Welt und für die Stadt Rom spenden. Das war ja 2013, 13. März, wie der Papst François gewählt wurde, also für gut 10 Jahre. Ihr habt trotz ungeschlagener Gesundheit auch die Christmette gestern gefeiert und die Freunde darauf hingewiesen, Christen an Einfachheit zu feiern, weil Gott auch Mensch ging an ärmlichen, einfachen Verhältnissen, besonders am Horizont von Krieg und Gewalt in der ganzen Welt und auch an dem Land, wo Gott Mensch ging an Jesus Christus, zu Bethlehem, aber wo er noch gewirkt wird an den Jahren, wo er durch Palästina gezogen ist. Das Jahr steht auch am Blickpunkt Krippchen, die für 800 Jahre als Lebenskrippe vom Heiligen Franziskus angefeiert wurde. Papst Franziskus dem Heilige sein Numi verholt hat, wünscht uns an allen Christen auf der Welt frohe und gesegnete Christen. Und das sind die, die Schmerz erstillt, Ubruch. Für uns, für euch als geboren Retter, Christus, den Herr. Sono rivolti anche a noi. Die Engel haben sich in die Tiere gerichtet und sie riechen sich auch nice mit der Message von Vertrauen und von Hoffnung, dass Gott, der Papa, zu der Ewigkeit geplant hat, bei den Menschen zu sein. Das Evenement von der Menschwerdung hat die Geschichte geändert. Non la felicità passeggera del mondo, non l'allegria del divertimento, ma una gioia grande, perché ci fa grandi. Oggi infatti noi esseri umani con i nostri limiti abbracciamo la certezza di una speranza inaudita, quella di essere nati per il cielo. Sì, Gesù nostro fratello è venuto a fare del Padre il suo Padre, nostro Padre, fragile bimbo, ci rivela la tenerezza di Dio e molto di più. Lui, l'unigenito del Padre, ci dà il potere di diventare figli di Dio. Ecco la gioia che consola il cuore, rinnova la speranza e dona la pace. E la gioia dello Spirito Santo, la gioia di essere figli amati.
kann vom Herrgott sein, den es gern hört. Oggi a Betlemme, tra le tenebre della terra, si è accesa questa fiamma inestinguibile. Auch zu Bethlehem, trotz den Tenebren, verdächtigt an der Welt, als ein Glut angefangen, Licht, das nie ausgeht, wird mich stärker als wie alldächtert. Gioisci tu, che hai smarrito fiducia e certezze, perché non sei solo, non sei sola. Das ist ein Fried für uns, ein Gnot, dass man nicht allein sind, dass man nicht abandoniert sind, dass Christus uns die Hand von Gott gerecht wird. Per libertarti dalla paura, sollevarti dalle fatiche e mostrarti che ai suoi occhi vali come nient'altro. Gioisci tu che nel cuore non trovi la pace, perché per te sei compiuta l'antica profezia di Isaia. Kein Frieden am Herzen ist, in uns für dich Mensch gehen, bekannt als für uns geboren. Principe della pace. Sein Name wird sein, wie in der Schrift heißt, Friedens, Prinz vom Frieden. Si vede che la sua pace e il suo regno non avrà fine. Und man wird gesehen, sei Frieden nie ob ein Ende kennt, dass der Rein della Pace Nella nie zu scrittura Ende geht. al principe della pace si oppone il principe di questo mondo, An der che Schrift seminando sind wir morte auch agisce contro il opposiert Signore, zum Friedensfürst, amante della vita. der Lo Fürst von vediamo in dieser Welt. azione a Betlemme quando dopo la nascita del Salvatore avviene la strage degli innocenti. Wir sehen das schon Quante stragi di innocenti nel mondo, bei den nel Jesus zu grembo Bethlehem materno, geboren ist, nelle rotte di disperati in als cerca di den Prinz speranza, von dieser nelle Welt vie di tanti mit bambini Gewalt la cui hingegangen wird, die infanzia unschuldig Kinder è devastata umbringt. dalla guerra. Auch der Sono i Krieg piccoli sind wir Gesù an di der oggi. Linie, Questi bambini, wo die la cui Klänge am infanzia meisten drin è allein devastata dalla Kinder guerra, dalle guerre. von den vielen Griechen, die Allora in der Welt dire sì al gibt, die principe della leidtragend pace sind und nicht significa verstehen. dire no alla guerra. E Friedensfürst questo sind, con das coraggio, heißt nur dire so no alla gegenüber dem guerra, Krieg, a ogni guerra, dir no alla alla Guerra. logica stessa della guerra. Der ganze Logik Viaggio senza vom meta, Krieg sconfitta widerspricht. senza vincitori, follia senza scuse. Questo è la Das ist ein guerra. Wahnsinn. Der Viaggio Krieg, senza meta, sconfitta senza vincitori, das ist ein follia Gefecht. senza scuse. Der Krieg, Ma wo per dire kein no alla Gewinner guerra wird. bisogna dire no alle armi, Wir müssen perché nee se sagen, l'uomo il cui vis-à-vis cuore è von den inestabile e Waffen. ferito si trova strumenti dei morti tra le mani, prima o poi li userà. E come si può parlare di pace se aumentano la produzione, la vendita e il commercio delle armi? Oggi, come al tempo di Erode, le trame del male che si oppongono alla luce divina si muovono nell'ombra dell'ipocrisia e del nascondimento. opposieren sich. All Quanti denen wer stragi verliest, armate den avvengono Herr das in un weiß. silenzio assordante, all'insaputa di tanti. La gente che non vuole armi ma pane, che fatica ad andare avanti e die willen chiede kein pace, Waffen, mehr ignora Brot. quanti soldi pubblici Sie wollen sono Frieden. destinati agli armamenti. Aber wie viel öffentliche Eppure Gelder dovrebbe gehen für saperlo. Waffen ausgehen? Se ne parli, se ne Platz für scriva, Brot, perché für si Frieden. sappiano gli interessi e i guadagni che muovono i figli delle guerre. Abgehen nur Isaia, suchen che für profetizzava Kanner il vom principe Krieg della pace, als immens ha groß. scritto di un giorno in cui una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Ha scritto di un giorno in cui gli uomini non impareranno più l'arte della guerra, ma spezzeranno le loro spade Wir e sehen ne uns nur faranno einen Tag, aratri. wo nicht eine delle Nation loro die lance Waffe gegen die faranno andere falci. heft. Con Wir sind l'aiuto nicht di mal Dio neben diamoci da streitender fare Kriegsfeier. perché quel giorno si avvicini. Diesen Tag Si könnt mir nur avvicini in Israele e Palestina, dove la guerra scuote la vita di quelle in Israel, popolazioni, Palästina, Li also der abbraccio Krieg tutti, ganz viele Menschen in in Leben. particolare le comunità cristiane di Gaza Ich denke besonders la an die parrocchia di christlichen Gaza Communitäten e am dell'intera Gaza, Terra Santa. der Per, am Gaza, Porto noch an nel am cuore ganzen Heiligen Land. il dolore per le vittime Ich dell'esecrabile attacco Lied von del den 7 vielen ottobre Opfern scorso hat.
e rinnovo un pesante appello per la liberazione di quanti sono ancora tenuti in ostaggio. Supplico che cessino le operazioni militari con il loro spaventoso seguito di vittime civili innocenti e che si ponga rimedio alla disperata situazione umanitaria aprendo all'arrivo degli aiuti. Non si continua ad alimentare violenza e odio, ma si avvia a soluzione la questione palestinese attraverso un dialogo sincero, un dialogo perseverante tra le parti, sostenuto da una forte volontà politica e dell'appoggio della comunità internazionale. Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace in Palestina e Israele. Il mio pensiero va poi alla popolazione della martoriata Siria, come pure a quella dello Yemen, ancora in sofferenza. Penso al caro popolo libanese e prego perché possa ritrovare presto stabilità politica e sociale. Con gli occhi fissi sul bambino Gesù, imploro la pace per l'Ucraina. Rinnoviamo la nostra vicinanza spirituale e umana al suo martoriato popolo, perché attraverso il sostegno di ciascuno di noi senta la concretezza dell'amore di Dio. Si avvicini il giorno della pace definitiva tra Armenia e Azerbaijan, che favoriscano la prosecuzione delle iniziative umanitarie, il ritorno degli sfollati nelle loro case in legalità e sicurezza e il mutuo rispetto delle tradizioni religiose e dei luoghi di culto di ogni comunità. Non dimentichiamo le tensioni e i conflitti che sconvolgono la regione del Sahel, il Corno d'Africa, il Sudan, come anche il Camerun, la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan. Si avvicina il giorno in cui rinsalderanno i vincoli fraterni nella penisola coreana, aprendo percorsi di dialogo e riconciliazione che possano creare le condizioni per una pace duratura. Il Figlio di Dio, fattosi umile bambino, ispiri le autorità politiche e tutte le persone di buona volontà del continente americano affinché si trovino soluzioni idonee a superare i dissidi sociali e politici per lottare contro le forme di povertà che offendono la dignità delle persone, per appianare le disuguaglianze e per affrontare il doloroso fenomeno delle migrazioni. Dal presepe, il bambino ci chiede di essere voce di chi non ha voce, voce degli innocenti, morti per mancanza di acqua e di pane, voce di quanti non riescono a trovare un lavoro o l'hanno perso, voce di quanti sono obbligati a fuggire dalla propria patria in cerca di un avvenire migliore, rischiando la vita in viaggi estenuanti e in balia di trafficanti senza scrupoli. Fratelli e sorelle, si avvicina il tempo di grazia e di speranza del Giubileo, che inizierà tra un anno. Questo periodo di preparazione sia occasione per convertire il cuore e per dire no alla guerra e sì alla pace. No alla guerra, sì alla pace. Tempo per rispondere con gioia all'invito del Signore che ci chiama, come ancora profetizzò Isaia, a portare il lieto annunzio ai missili, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri. Queste parole si sono compiute in Gesù, nato oggi a Betlemme. Accogliamolo. Apriamo il cuore a Lui, il Salvatore. Apriamo il cuore a Lui, il Salvatore, che è il Principe della pace. Der Prinz von dem Frieden.
enger chlorer Stimme mat tägliche Weder huet der Papst Franziskus eng Rei Gros Uleies von der Welt haut ugeschwert. Das ist ein Fest vu Christach. Angelus Domini nunciavit Mariae. Wird mat d'Angelus gebiert, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, und benedicta tui Menschwerdung von mulieribus Jesus et benedictus Christus fructus erinnert ventris tui, gëtt. Iesus. Und Jowet von Maria, die vom Engel gesot kauft, ob sie Mann, dass sie Mann von Jesus gibt. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Er hat die Drittrufung und das Wort ist Fleisch geworden. Passt ja ganz gut ab Christus. Verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentili. Biet für uns, König Gottes Mann. Grazie tua anquesumus Domine, mentibus nostris infunde. Che angelo annunziante, Christi fili tu, incarnazione coniugi, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Die Domini, Verstorben befinden ewigen Frieden. requiescant in pace. Und wird dann den feierlichen apostolischen Segen Obiet Orbi kommen, der die Frieden, den auch in Il den Santo Medien Padre Francesco verbunden ist, kann a empfangen. tutti i fedeli presenti e a quelli che Verbunden ricevono wird man la sua benedizione Glaubensbekenntnis, man beicht, a mezzo della Dass man radio, Ablass della empfangen televisione e delle altre den zeitlichen tecnologie di von comunicazione, den Sendestrophen. concede Ablass, l'indulgenza plenaria den nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio kompletten Onnipotente Ablass. perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e Haben Sie noch conceda eine Idee, für den pace Papst zu e beten, unità so wie alla der Chiesa Kardinal Di in Canda tutto il mondo. Lobpreis gesucht hat. Der Apostel Petrus und Paulus gehen noch angerufen. Hier Vierspruch, dann noch die von Maria, der Erzengel Michael, Johannes den Defer, Santi Apostoli Petro e Paulus, de quorum Apostol potestate et Paulus autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Maria semper Virgine, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptisti, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum, miseratur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestri, perduca vos Jesus Christus ad vitam aeternam. Jesus Christus führe uns zum ewigen Indulgentia, Leben. absolutionem et remissionem per omnium Allmächtiger und peccatorum barmherziger Herr, vestrorum, gewähre euch patium Nachlass, vere et Vergebung und fructuose Verzeihung penitentia, aller eurer cor Sünden, sempre penitens einen et Zeitraum echter emendationem und vitae, fruchtbarer Reue, gratiam ein et allzeit consolationem bußfertiges Herz Sancti und Besserung Spiritus, des et Lebens, finalem die perseverantiam Gnade in und die bonis Tröstung operibus, des Heiligen tribuat Geistes vobis und die omnipotens et endgültige misericors Ausdauer in Dominus. den guten Amen. Werken. Amen. Dann kommt der Segen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. In einer gewissen Anstrengung mit der Papst das Segen ging. Und seid ihnen dankbar, dass hier ein wie ihr Pap für die Welt ist und sich ganz besonders immer den Armen am Rand stehenden unhält. Leider ist es noch so wie das letzte Jahr, dass an der Ukraine immer der Krieg ist
dass der Papst von den Friedensbotschafter, der Kardinal Krajewski, ein zweiter Kehr, die an Helligland geschickt wird, für denen Christen, die da sind, die Unterstützung und den Beistand auch vor Raum vom Heiligen Stuhl auszudrücken. Kontext von Christtag und noch die verschiedenen christlichen Konfessionen am Heiligen Land sich für den Frieden ausgesprochen und Appell gemacht, Waffen niederzulegen. Katholiken, Anglikaner, Orthodoxen, auch mit den Armenier, Protestanten. Als Christen können wir nicht ernst, wie der Papst am Message obiert Orbi gesot huet, ob Christus der Friedensfürst gucken, an dem Frieden frohen und als dafür ersetzen. Der Franz von Assisi also im Jahr 1223 auf Greccio gegangen, für ein liebendes Krippchen abzubauen. Er kam aus einer Reise vom Heiligen Land zurück. Er wollte, dass der Liefnis, was er zu Bethlehem an anderen Plätzen hat, auch die Leute aus einer unbrischer Heimisch bringen. Und so Tieren, die echt wohl liebendes Krippchen angefeiert. Wo Maria, Josef, Jesus kannt, liebes Menschen sind Tieren, Schof, Ochsen, Esel, aber auch Tieren, liebes dabei sind, und zu weisen, dass für alle Zeiten die Menschwerdung von Herrgott seinem Jungen Jesus Christus neu an Leben rantritt, das sind Doas. Und das Krippchen am Anfang wie der Papst François das Jahr purmal sagt, das Krippchen ein liebendes Evangelium soll sein. Das Evangelium betrügt den Text und der Durchstellung, den viele schöne Kripperscher aus der Kirche und noch aus der als Land, wo ich eine ganze Tour kann machen, wie in der Weise Internetseite beschrieben als kathol.lu. Noch Krippchen hier auf der Petersplatz, der ist das Jahr aus Italien, aus der Diözese Rieti, wo Franz von Assisi auch gelebt hat, gewandert ist, eine Einsiedlei war. Der Blick auf den Königs, dem Friedensfürst, wie der Papst gesagt hat, Jesus kannt, soll es auch dazu bringen, selber Friedenskanner zu gehen, für den Frieden anzutreten und dort zu helfen, wo Krieg ist, Unterdrückung ist, Gewalt ist. Viele Plätze, wie man auch vom Papst denke, an Erinnerung gerufen. Ihr wisst, dass ein Dock am 31. Dezember am Ende für seine Aktivitäten wir in Zukunft werden wir aber auch weiterhin können Orbi sehen, Televismas, Sondes und auch
Tafandachten ich auf Lützeburger Spruch bieten da engem andere Sender aber Part TV den noch an den Gemeinschaftsantennen ganz nur beim Duckleit. Den Duck wird nach der nächste Sonntag mal sie verdrohen ab Silvester und du noch eben auf RTV die das Service der katholische Kirche anbietet. Wieder zu einem Beständnis, wie das am Duck jahrelang der Fall war, weiterführen. Ich verdanke allen Verantwortlichen vom Duck. Ich merci so für die gute Zusammenarbeit, ganz besonders dem Herr Edi Krea, den 3 des Emissionen technisch begleitet wird, auch denen, die Jean Schellinghausen gut zusammen geschafft haben, für ein qualitativ fähigwertig sonst Mass aber letzte Woche Spruch zu überdrohen. Wir wünschen noch dem Papst François, dass nach lernen kann, Kirche leden mit seinem doch ganz besondere Charisma für die sozial schwach und aber auch für die Kirche. Am Heiligen Geist und Weg von der Synodalität weiterzubringen, weiter zu begleiten. Ich selber habe für das nächste Jahr weiter keine Reise viel gesehen, außer im September mal am Belsch als Ulas von 600 Jahren katholische Universität von Louvain. Du hast im Moment nicht viel gesehen, dass ein Lützeburg kommen. Die Regierung hat da, soweit wir wissen, nach keine Initiative geholt. Mit die Reise an Belsch vom Papst François ist auch im Moment geplant, dass eine Vernünftung stattfindet, für so Mann wie möglich Strapazen für den Papst mitzubringen. Also wir ist dahin an unserem Heim. Das wichtigste Ereignis von der Synod, wo auch die zweite Vollversammlung im Oktober wird stattfinden. Dafür muss der Papst noch all seine Kräfte schonen. Und das ist ja gut unterstützt von Erzbischof von Lützeburg, dem Kardinal Jean-Claude Tollerich, dem Kardinal Greg, dem Synoden Sekretariat, und ganz vielen Männer und Frauen, die an dem Prozess von Synodalität, von gemeinsamem Wesen, mit Lauschtern auf den Heiligen Geist, mit Lauschtern einen auf den anderen, den verschiedenen kulturellen Realitäten, wo die Kirche lebt, quasi inkarniert oder manchmal inkulturiert ist. Und dass man durch einen Prozess von Unterscheidung weiterkommen, als sich in dem Herrgott sei Willen zu machen. Eine von den Messagen, den der Papst François auch an seine Kurie gegeben hat, für Christen, ist die Bedeutung von dem Discernement, von der Unterscheidung, die man aus dem Leben nicht vergessen soll. Das verhindert, dass man Menge beweisen alles, wie es wäre, und dass man unbeweglich bleiben bei dem, was man eben am Moment mengen das richtig ist, weil er auch wo weit hier könnt, wo viele Generationen vor uns den Weg gegangen sind. Und der Papst hat gesagt, das muss ihn discernieren, ob nicht lauschen und an Bewegung bleiben. Und da ist vieles gesagt. Und wir wünschen, dass wir an einem Geist von Offenheit, von Frieden, von Respekt zusammen als Kirche können weitergehen mit diesem Papst, den dafür lichtenden Témoignage gibt.
Wir kommen zu lösen den Schluss von unserer Überdrohung, live Zuschauer, an von der Equipe vom DOC, von der katholischen Kirche, an meinen persönlichen Namen, will ich euch an ihre Familien ein einfach Christtag, aber mit viel Frieden am Herz wünschen. Einen guten Schluss vom Jahr, eine gute Gesundheit für das Jahr 2024, wo wir zusammen als Menschheit, als Christen, mit vielen Menschen Gutes Wills unterwegs sind. In dem Sinn, ich all froh und gesegneten Christlich und schon ein glückliches neues Jahr. Thank you.